Salut! An herzlich willkommen bei Luxplay. Weil, wenn das so weitergeht, Leute sowieso am Juni wird die Christoph-Deko abhängen. Da schließen wir aus dem Trend an. Aber wir beschenken ja schon schon. Heute haben wir ganze 3 Spieler für euch. Dafür, mal der Kado ab und viel Spaß! Als erste Kado haben wir zur Aufführung mal ein Nintendo-Spiel. Oh, was ein Wunder. Das ist sogar eng von ihren bekanntesten Marken. Was ein Wunder. Pass mal auf, das Super Mario Bros. Wonder. Was denn? Ah ja, oh. Mario Wonder ist der neuen Deel an der Mario-Franchise. Vom Spielprinzip her ist es selbisch wie der Super Mario Bros., den damals für die Wii rauskam. So wie die Gring-Version mit Luigi, wo dann noch ein gut Stück mehr schwer war wie der Viergänger. Wir kommen mal zurück auf Mario Wonder zu schwatzen. Es kann ihn am Coop-Modus bis zu 4 Spieler spielen und es hat verschiedene Charaktere zur Auswahl. Hier kommt dann auch schon direkt die erste neue Funktion. Der Yoshi und Mopsy, auf Englisch Nabbit, holen keinen Schutz. Sie können aber auf dem klassischen Weg sterben. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil dafür holen sie keine Power-Ups ab. Der Yoshi kann in anderen Spielen auf seinem Reck drohen und springt doch mehr hoch wie die anderen Charaktere. Bei den Power-Ups kriegt wen es bei neuen Mario-Spielen erkannt, dann auch ein paar neue. So kann ihn hier als Elefant rumlaufen oder mit Seifenblase schießen. Es sind aber auch natürlich Klassiker dabei, wie zum Beispiel die Feuerblume. Neu dabei kommen dann auch sogenannte Abzeichen, auf Englisch Badge genannt. Die kann ihn entweder in einem Shop, wo an all Gebiet steht, kaufen oder das muss ihn ein Abzeichenlevel machen. Der Zweck von seinem Abzeichenlevel ist, dass ihn direkt kann mit dem Badge üben und kann ihn direkt gucken, ob ihn braucht oder nicht. Und natürlich muss ihn den Level gemacht haben, für den Badge zu kriegen. Ob ihn den Abzeichen braucht oder nicht, das ist von Level zu Level unterschiedlich und wie vorteilhaft ein Badge effektiv wäre. Und wie in einem hilft. Und dann hat ihn hier auch noch verschiedene Kategorien von Badge. Action Badge, Boost Badge und Expert Badge. Es kann ihn aber immer just einen ausgewählt haben. Wenn ihr den Viergänger von Mario Wonders kennt, dann wisst ihr, wie chaotisch es kann gehen, wenn ihr zu pur spielt. Aber es kann auch immens hilfreich sein. Levelen sind natürlich abgebaut, wie ihr sie kennt, es lebt von links nach rechts und es muss auf den Schluss zum Level kommen. Hier ist dann aber auch etwas Neues dabei gekommen, und zwar die Wundersamen, auf Englisch Wonder Seed genannt. Die muss ihr sammeln, für an die Gebiete zu kommen. Es kriegt den Allkeers beim Aufschließen vom Level e Wundersamen, mir oft als nach den einen oder den anderen am Level verstoppt. Also sobald eine Wonder Seed breiert, changiert sich der Level und es könnte einem viel als wäre ein bisschen an einer alternativen Dimension vom Level. Etwas besser schweißen einfach direkt werde schmengen. Und ungefähr so lief das dann auf und es muss dann auch bis zum Schluss kommen, du Wonder Seed breieren, für ihn angesammelt zu holen. Aufgesehen davon ist das alles wie ihr kennt. Der Basen ist der Bowser, Bowser Jr., Kamek etc. Mir das Problem ist einfach, es kann in dem Prinzip von so einem Mario schon sein Leben lang, wenn ihr natürlich mit den Spielern abgewusst ist. Aber es geht einfach nicht langweilig. Es macht geheilen Spaß, mit seinen Leuten zu spielen, alles anzusammeln, die Base zu besiegen etc. Also so ist es uns mal gegangen. Und wir sind all der Meinung, das Spiel ist definitiv der Wert zu spielen. Wann ich glift, so mal, dass wir das Jahr zu Aufwieslung kein Souls-like haben. Nee? Was das mit Dinger Nuss los? Nicht? Close your eyes. Come to me. Ech will Blattborn 2. Mir hu Blattborn 2 doch doheem.
Soviel Memes a Vergleicher zum From Software Actionspiel huet Lies of P sech missen undoen a gefale losen. Dat kënnt natierlech net vun ongeféier, well seit dem lächte Reveal war klar, dats mar et nees man eng Souls-like ze din kreien, den sech allerdings des geer spielerisch wie optisch méi u Bloodborne orientéiert, mam Twist, dats et ganz Mäersche Pinocchio baséiert. Ob From Software hai e würdege Konkurrent oder ob Lies of P werd als den Bloodborne vu Wish am Gedierschnis vun de Leiib bleiwen, dat verron Gelo. An der Stadtgrad hunn Poppen es Saat. De grossen Erfinder Geppetto huet mat Tëlle vun der Substanz Ergo Poppen zum Liewen erwäscht, déi de Bewunner sollen d'Liewen erlichteren, also bësse so wie bei iRobot. Dat hält natierlech net lang un, en Event, den sech Puppet Frenzy nennt, lässt Poppen durchstrennen, also schlchte so ziemlich alles auf, wat sech net un enger urlech Poppel se Mëttech Issen hält. An weil dat net durchgeht, huet sech schon noch ein Krankheet an der Stadt bret gemäht. Eise Protagonisten Timothy Schaller, den Pi. Obwohl, guck Dich de Boufdach mal an. Da huet sech doch irgendein Designer schon de grosse Wurf an Hollywood erdreht. Also Dir wäre als Timothy P, auch Pimothy genannt, an engem Zug als Geppetto, logischerweise Pap, sichchen an so niewebei de ganze Schlammasselerem Regänge schmaen. Als hätten Teenager sost nächt zu dienen. Mann, tust da auch net, oder? Dir schnetzelt ihrch also an typischer Souls-like-Manier am No-Kampf, durch allerhand Poppen an andere Viecher, sammelt du bei Ergo für ze levelen, könnte se verleeren, wann der 2 Monate nicht stirft, kämpft gegen Bossen. Dir merkt schon, dass Lies of P sich net wirklich zurückhält, sich beim grossen Fehlbild zu bedingen an. Oh, wieso eigentlich auch net? Schmengen Lever gut geklaut, wie schlecht selber fand, schenkt Highwold Motto zu sinn. Och was et bei verschiedene Passagen oder Genre vu Situationen bëssen ze viel aufgeschrieben hun. Schmengen Checkpoints heechen zwar Diske Stargazer me. Come on, et sie Bonfires, wie in se Dark Soulser Kompanie kennt. Aber d'Entwickler hun noch e bëssen egenen Input an Spielboard. Dir könnt Dich erwaffen, bestohend aus der Kling an dem Griff, frei ze Summe basteln. Dir will de Messer mat der Reechweit vun eng Speer. Kënner man. En Hummer den um Griff vun engem Messer ass. Na klar, kein Problem. Dobei sif ze beurchten, dats der Erwaffe regelmäßig muss schärfen, sos könnt grad so gut man enger Schwammnüdel op Gegner schloen. Allwaf wo doch seg Special Moves, a ganz wie de Nero als Devil May Cry 5 huet de Pimothy e besonderschen Arm, den kann ausfiestlen. Fähigkeiten wie Elektrizitéit oder Feuer verscheissen sind du mat dabei. Beim Schnetzelen fällt allerdings auch op, dass net alles Bloodborne ass. Die könnt ausweichen, ja, wie wann der blockt, aha, kriegt er bisschen Damage, könnt euch zurückschlagen, et Leben rumkriegen. Okay, soweit zu Bloodborne. Den großen Twist ist allerdings, dass Lies of P bei seinem Examen auch noch bei seinem zweiten Oper aufgeguckt wird. Surprise! Der muss können perfekt parieren wie bei Sekiro für kein Damage zu kriegen. Und da das muss gar nicht so evident, weil natürlich greifen die ziemlich cool designte Bossen erst mit verschiedenen Ugriffsmustern an. Lehren ist also heute definitiv erwünscht. Endlich Hummeren! Allo gucke mal, wen dann elo hannert den Lige vu P hängt. Ja, an der Schwede mal da durchkommen, wann dir verdammte Rotzbängle vu Lachs Play net gewircht wird. Nicht nur Bossen, mir auch Gegner, Musik, d'Ambiance, den Aufbau von der Welt, all das könnt designtechnisch ganz stark und daran, dass man sonst nicht mehr von einem From Software gewinnt waren. Die Story ist allerdings nicht mehr ganz so kryptisch, mehr erzählt ihr schon mehr deutlich, was es geht. Und ich ziemlich erfrischend fand. Sorry, was die Video. Ich meine, ein viel Lore-Video, was ihr heute könnt zusammenkratzen. Aber was ist dann nur eigentlich mit dem Lies von Lies of P? Ma auf verschiedene Punkten an der Story könnt ihr dezidieren, ob da bei den NPCs vorisch so oder eben nicht. Das möchte Pimothy auch extra, weil hier ist die einzige Pop, die leihen kann.
ging ich also de Souls-Fans halbbausen Spiel rekommandieren. Ja, zum Moosfeld am Moment noch im Game Pass ass, an so eng Gegner-Variation, die sogar From Software deweise verbit. Und ich durchgespielt für die Review. Nee, weil dat muss ich auch so an das lo wirklich rein just op Misch bezünn. Huet Frecke noch net Klick bei mir gemäht. Du match dem Spiel se Mechanike voll absorbiert hunn. Schwese der bet lo mégem fortgeschrittenen Alter oder mengegem Nido geweschnem Skillleit méi. Die perfekt Parrys bei de Bosse wëlle bei mir einfach net so richtig landen. Ech kränt an dem Spiel méi opschnüss wie sosiegen Lappes, as immer mittlerweile auch net mi zeschwert, fir die Großbossfights mehr Hëllef ze sichern. Tofir, merdet fir mech, spielt fir misch duch am Märt mech stolzer Biersch. Oder schwern op de nächste Patch den endlichchte Bebesniveau fir mech freischaut. Mo gucken. Oh, wirklich? Das geht mir Deadpool auch schon so all. Boah, heute kommt dann das Spiel vom Spider-Man 2. Okay, los da ist das Ganze in letzte Kehr machen. Mein Name ist Peter Parker und ich gehe von einer radioaktiver Spanngebass. Der Rest kennt ihr bestimmt. Schon ein paar Leute gerät, mein Mentor hat den Superwillen besiegt und Start für eine tätlicher Krankheit gerät. Seitdem kriege ich ein neues Gesicht und ich war sogar in einem Film. Trotz all dem sind ich gern Spider-Man und ich war lorecht an einem neuen Spiel. Rund 2 Jahre nach unserem letzten Erlebnis sind Miles und ich 2 Spider-Man ersuchen für die Ordnung an New York City. Mittlerweile aber nicht nur nach Manhattan, mehr auch Queens und Brooklyn gehören zum spielbaren Bereich. Während der Miles zwar sein Mega-OP Venom Powers hat, nicht zu wissen am Symbiont. Dazu später mehr. Habe ich mir riesig Roboterspannen gebaut. Ähnlich wie beim Doc Ock. Damit kann ich eine Reihe von Special Moves anwenden, die Gegner mit Spannnetzen abwickeln oder elektrisieren. Der Miles hat sein Repertoire von Venom Moves auch noch ausgebaut, wodurch wir mehr effektiv Nahkämpfer sind wie noch am Viergänger. Das bringt aber mit sich, dass wir just noch 4 Tech-Gadgets haben. Also bye Tripmines und Webbombs. Nein, also auch, dass wir verschiedene Angriffe nicht mehr ausweichen können, wir das parieren müssen. Am Laufe der Story kriege ich dann aber auch meine eigenen Venom Powers. Das sind natürlich nicht die Elektrosachen, wie die bei Miles, wie die klassische Symbiontenkräfte, wie diese sicherlich schon bei ein paar anderen Spider-Man gesehen hat. Ich kriege aber die wahrscheinlich coolste Version vom schwarzen Spider-Man-Kostüm. Leider hat er doch dazu geführt, dass ich mich ein bisschen wie Riesen Arschball habe. Ach, geseist mir Muskel. Ja. Weil wir einen großen Teil von der Stadt beschützen mussten, haben wir jetzt einfach mal Fortbewegungsmethoden evaluiert. Grundsätzlich schwingen wir nach immer nämlich durch die Stadt, aber wir bauen noch viel mehr Tempo dabei ab. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch Webgleiter in unsere Suits angebaut, wodurch wir praktisch durch die Stadt fliehen. Zumal wir durch Wandtunnel fliehen, können wir auf verrückte Geschwindigkeiten kommen. Jo, so hat beim Gameplay nicht viel geändert. Aber die wollt bestimmt doch wissen, was bei so am Leben los ist. Ma, ich struggle nach immer einen ordentlichen Job zu finden. Gerade ein Offer von einem allerbesten Kollegen, dem Harry Osborn, für mit ihm zu schaffen. Also übrigens aus den Harry New Jahren abgetaucht. Bei Miles geht es leider nicht so viel Neues zu erzählen. Er verbringt die meiste Zeit mit der irrationalen Nomade nie zu sich für sich zu rächen. Charles Lee. Any word on Lee? I would say the same of Charles Lee. Charles Lee. Where is Charles Lee? Charles Lee. Charles Lee. Charles Lee. Charles Lee. Where are you, Charles? Charles Lee. Charles Lee. Where is Charles Lee? Charles Lee. Charles Lee. Charles Lee. Charles Lee. Where is Charles Lee gone? Give me Lee! Ah ja. Anders so Craven-Typ, den als Schrockengalerie unbedingt bekämpfen will.
Den ist dann einfach mal mit einer ganzen Armee in New York abgetaucht und stiftet Chaos in der Stadt. Dabei ist auch noch irgendein Kult abgetaucht, den alles am Brand stürzen will. Die Story vom neuen Spiel war im Großen und Ganzen okay. Jecht Halschen hat sich deels ein bisschen gestreckt und gefehlt. Und The Craven kriegt für mich nicht genug Screentime. Was denn da war mega inszeniert und auch richtig bedrohungsvoll. Aber für mich nicht genug für gute Mainwillen zu sehen, was viel Spannung herausgeholt wird. Als der Venom selber als Charakter schlussendlich abgetaucht ist, geht es richtig ab. Spoileren tun wir natürlich nicht. Einzig muss ich sagen, dass den Teil vom Spiel sich da leider ein bisschen gerusht gefühlt wird. Was soll ich also sagen? Wie mein echtes Spiel gefeiert wird, der wird heuer Raps cooles Zocke kriegen. Der Gameplay ist wie bei immer an all Spider-Man-Spiel fantastisch. Auch die große Spielwelt lässt New York am Vergleich mit dem Viergänger viel mehr auffassungsreich wirken. Just Story war leider nicht so packend wie beim ersten Teil, und viele emotionale Momente sind flach gefallen, weil sie ein bisschen viel rausschaubar waren. Das Spiel hält aber alterem mit einem flotten Abhänger für den nächsten Teil ab, worauf jeder sich freuen kann. Okay, los ist das Ganze nein, allerletzte Kehr machen. Aber auch nicht. Mein Name ist Peter Parker und ich bin von den Spider-Man. Wer ist es? Bist du dabei? Und das wäre dann noch schon im nächsten Mal unser 4 Christachs-Episode. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt und kleine Pro-Tipp für das Leben verliert nicht der Kopf. In dem Sinn, Ciao. ciao.